Hola, guten Tag, grüezi. Ich mache das in Mundart. Ja, es ist wirklich zum an den Kopf anlangen. Es gibt ja die und die und die Presse, das wissen wir. Ja, und wir wissen auch, dass wir in der heutigen Zeit systemische Leitmedien haben. Wir haben auch blöde Schwätzer, wirklich absolut dumme Journalisten leider. Das ist heutzutage so und die werden natürlich ganz konkret auch ausgesucht, dass sie tauglich sein für die Zwecke, wo man dann da im Sinn hat. Oder? Ich erinnere mich ganz gern zurück auch an gute Zeiten, an gute Demonstrationen, an gute Sachen, die wir gemacht haben. Also ich kann mich an die 80er Jahre erinnern, mit dem AJZ in Zürich. Da bin ich auch aktiv dabei gewesen. Und es war eine gute, anstrengende, aber sehr öffnende Zeit gewesen. Auch die Grünen oder Greenpeace oder WWF, das ist alles mir sehr nahe gewesen. Und es ist noch nicht so infiltriert gewesen, wie es eben heute ist. Die Grünen, die haben den Geist irgendwo in einem Kübel liegen lassen. Ich habe keine Ahnung, was mit denen los ist. Wirklich nicht. Sie werden nur noch gesteuert und benutzt. Und es gibt überhaupt keine freien Menschen, in meinen Augen, in den organisierten Grünen. Also die Partei oder die Bewegung, die ist für mich absolut gestorben. Ein No-Go. Absolut. Ein bisschen anders ist es mit Greenpeace. Greenpeace hat für mich leider auch von dem Glanz verloren. Zum Beispiel unterstützen sie mit ihrer Art das wirklich toxische Geoengineering, das hier läuft. Sie bestreiten das alles, wissen aber ganz genau, was da geht. Das wissen sie. Und es wird nicht aufgenommen ins Programm. Heisst aber nicht bei Greenpeace, dass sie nicht auch gute Projekte haben. Wie bei WWF dasselbe. Ist genau das gleiche wie bei Greenpeace. Sie sind so oder so sehr stark miteinander verbandelt. Beide haben für mich den Glanz, den sie früher hatten, für mich nicht mehr. Das ist fort. Das ist weg. Es ist alles instrumentalisiert worden, unterwandert worden. Und ja, das finde ich persönlich oder direkt eine ganz traurige Geschichte. Und es ist eben oft so, es fängt etwas gut an und es wird am Schluss das Verschissenste, was es gibt. Nicht immer das Schlimmste, aber oft ist der Weg eben vom Guten nachher in die Kacke, deutsch gesagt. Wir haben wieder so einen Fall. Anonymous, Deutschland. Ich bin da auf dem Land, man hört es, oder? Ja, also. Anonymous Deutschland hat sich der Attila Hildmann vorgenommen. Der Attila, der wird in der systemischen Presse so als Guru, als Verschwörungstheoretiker, als Rechtsextreme und bezeichnet. Ist er alles nicht? Das weiss ich. Wenn man die Dinge ein bisschen verfolgt und halt ein bisschen dabei ist, dann weiss man ein bisschen mehr. Ja, Anonymous Deutschland hat sich einiges vorgenommen beim Attila, hat ihn völlig zur Sau gemacht, hat 2000 Leute aus seinem Telegram-Chatroom rausgekippt und hat Nacktbilder reingestellt etc. Und sorry, Anonymous ist bis jetzt für mich auch wenn nicht bekannt, eine Gruppierung gsi, die ich ernst genommen habe, wo ich gefunden habe, ja, das braucht's, das ist gut. Und nein, Anonymous Deutschland, ihr seid voll, wenn ihr das wirklich gsi sind. Dann sind ihr
die Wichser, die ihr nicht auf dieser Welt haben wollt. I'm sorry. Das kann es doch nicht sein, dass man so spaltet und das Werkzeug noch unterstützt und die Vorgänge noch unterstützt, wo die Kabale da in der Welt durchzieht und durchdrückt. Anonymous Deutschland ist für mich derzeit, bis da wirklich eine Auflösung gekommen ist, ein No-Go. Nimm mich nicht mehr ernst, schau ich nicht mehr an. Ende. Wird dann nichts mehr von mir verlinkt. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, und dann springt natürlich die systemische Presse sofort, aber subito, gerade drauf auf und macht gerade eine Schlagzeile. Oder? Zum Beispiel das Schundblatt oder die Schundpostille Watson. Oliver Wietlisbach. Ja, tut mir leid, Oliver Wietlisbach, aber irgendwie hast du ein Synapsenproblem, denke ich mir. Das denke ich mir echt. Man kann ja schon über Verschwörungstheorien lachen oder über sie herziehen. Aber irgendwo hat es dann schon eine Grenze, finde ich. Und vor allem auch, ja, wie will man das so sagen? Man muss in den Verschwörungstheorien überhaupt nicht glauben. Gar nicht. Muss ja nicht sein, gell? Du schaltet doch einfach mal euer Hirn ein, wenn man den Verschwörungstheoretiker wirklich ihre Märchen glauben könnte. Dann müsste doch die ganze Welt voller Krieg sein. Unser Essen müsste voller Giftstoff sein. Der Himmel voller Dunst. Konzerne und Banken haben mehr zu entscheiden als Bürger. Geheime Verträge, Bargeldverbote, Chip für die Menschen, Lügen in den Medien und vieles mehr. Müsste ja alles sein, oder? Aber wir sehen doch überhaupt nichts davon. Ist doch alles gut, hä? Nein, ich finde, die Rettung von der Zeit haben die Menschen wahrscheinlich dann eher im Griff, die ein bisschen kritischer denken können. Und das kann ein Oliver Wietlisbach von Watson ganz bestimmt nicht. Nein, er bezichtigt dann gerade, er gibt noch eine drauf. Er bezichtigt zum Beispiel den Hildemann Antisemitismus. Und das ist wirklich krass. Das ist oberkrass. Ich lese jetzt hier mal etwas vor. Und nachher sage ich etwas dazu. Hildmann fällt auch durch antisemitische Äußerungen auf. Die Rothschilds, Rockefeller, Warburg und andere Zionisten sind die obersten Corona-Verbrecher, lässt er seine Jünger wissen. Kommt hinzu, im Mai schmückte Hildmann eines seiner zahlreichen Postings mit dem Anonymous-Motto Wir sind Anonymous, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns. Ja, die Hacker kündigten schon damals Vergeltung an. Was braucht es da für eine Vergeltung, Anonymous? Hä? Ihr seid anonym. Und wenn ich will, dann kann ich auch anonym auf die Piste und mich Anonymous nennen. Weil ihr seid ja anonym. Ihr seid nicht deklariert als Menschen oder Wesen mit einem Namen. Überhaupt nicht. Was wollt ihr denn da auf Vergeltung üben? Und warum kommt ihr überhaupt auf die Idee, wenn jemand so einen Spruch, eure Werbeslogan so quasi, auch nimmt und eigentlich Werbung für euch macht, noch auf die Idee, eine Vergeltung zu machen? Ist doch idiotisch. Und da muss ich davon ausgehen, dass bei Anonymous Deutschland Menschen drin sind, die nicht so weit denken können. Da muss ich doch davon ausgehen, wenn man so reagiert und dann nachher so etwas macht. Ja nun, der Oliver Wietlisbach findet, der Attila Hildmann, sei antisemitisch mit seinen Äußerungen. Hey!
Ich weise auch darauf hin, was Rothschilds machen, Rockefellers und Warburg und andere Zionisten. Das ist nicht antisemitisch. Das wäre, wenn man es dann würde machen, Journalismus. Das geht einfach nicht. Das geht überhaupt nicht, dass man jemanden, wo etwas geht in der Welt verkünden, wo ist, nachher einfach immer so billig abmacht. Ja, der Oliver Wittelsbach macht dann da weiter. Nein, ich muss da den Text noch weiterlesen, oder? Die Hacker kündigten schon damals Vergeltung an. Attila Hildmann, bisher haben wir nur über dich gelacht. Nun werden wir dich in den virtuellen Fleischwolf schmeißen und den Deckel schließen. Du wirst weinen, versprochen. Was soll denn sowas? Liebe Anonymous, geht doch auf die los, die wirklich die Scheisse bauen. Und das ist nicht der Attila Hildmann. Ganz sicher nicht. Im Moment sind es gerade ihr selber. Und der Oliver Wittelsbach. Den Worten folgen nun Taten. Letzte Woche hat das Hacker-Kollektiv seinen Webserver gehackt. In der Nacht auf Mittwoch kaperten sie seine Telegram-Gruppe Demokraten-Chat. Ein Sammelbecken für Aluhüte und rechte Verschwörungstheoretiker, die Hildmann an den Lippen hängen, egal wie unsinnig seine Hassparolen sein mögen. Weißt du was, Oliver Wittelsbach? Da in der Schweiz bezeichnen wir solche Typen als Wichser. Das sind keine Journalisten, das sind Wichser. Sie brauchen Selbstbefriedigung, ja, dass sie existieren können. Das ist reine Selbstbefriedigung. Jemand anders abmachen. Auf Kosten von anderen selber eine Befriedigung bekommen. Eben, auf Deutsch gesagt, fick dich selber. Und nimm nicht andere dazu, wenn du es nicht besser machen kannst. Wirklich nicht. Das ist eine unglaubliche Geschichte, was da abgeht. Und es hat mit dem zu tun, und das ist offensichtlich, es hat mit dem zu tun, dass soll gespaltet werden. Nichts anderes. Spaltung ist das Werkzeug der Zeit. Entweder finden wir als Menschen zusammen und dann finden wir auch eine Möglichkeit, in Frieden in der Menschheitsfamilie zu existieren, miteinander zu sein, einander zu unterstützen. Oder wir machen das so weiter und kommen schlussendlich in irgendwelche Kriege rein. Bürgerkrieg oder nur mal andere Kriege. Wer immer das weiss es denn. Es sind ja dann nur Ahnungen, was im Moment ja jetzt da in der Gegenwart da rumgeistert. Aber man sieht schon wahnsinnig viel. Also wirklich, es ist ein Wahn, wenn man das Ganze anschaut. Weil die Spaltung passiert nur so, indem dass man die Leute in Wahn hineindrängt, mit Wahn schafft. Ja eben. Lieber Mann wach statt Wahn mach. Watson sollte eigentlich verklagt werden vom Attila, in meinen Augen. Was die machen, ist das schlimmste Rufmordung. Aber wirklich derb. Und wenn einer das Maul auftut, dann nehmen sie natürlich gerade dran. Das haben sie am liebsten. Das ist auch bei 20 Minuten so, bei Blicken so. Aber ist jetzt halt gerade der Artikel, der aufgefallen ist, wo wirklich ganz derb und billig Abschätzung daherkommt. Und mit Journalismus so überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja, bisschen gut. Die Eier kann er selber legen, aber nicht in unserem Garten.
Oliver Wittlisbach, ich finde, du solltest ein bisschen mehr in die Tiefe gehen in die Themen. Und dann könnte man dich auch Journalist nennen. Schreiben kannst du ja. Das sieht man. Einfach nicht gut. Nicht sauber. Nicht seriös. Und ganz klar, wie gesagt, selbstbefriedigend. Nehmt euch in Acht vor solchen Blättern und Typen. Nehmt euch in Acht. Das Problem der Spaltung ist wirklich krass und arg in dieser Zeit. Und sind achtsam, aufmerksam. Lasst euch nicht irgendwo reinziehen. Geht die Dinge anschauen, geht sie selber prüfen und dann machen euch selber eine Meinung.